Ja, ein herzliches Willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um die Arbeit der Schweizerischen Bibelgesellschaft. Und ich bin sehr froh, dass ich dazu einen kompetenten Gesprächspartner gewinnen konnte. Es ist der Geschäftsführer der Schweizerischen Bibelgesellschaft, Benjamin Doberstein. Großartig, dass Sie sich heute Zeit nehmen, Herr Doberstein. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Doberstein, können Sie kurz etwas über die Geschichte der Schweizerischen Bibelgesellschaft erzählen? Wie ist die entstanden? Sehr gern. Also Bibelgesellschaften insgesamt haben natürlich eine lange Tradition schon, sind im 17., 18. Jahrhundert entstanden, eigentlich aus dem Anliegen heraus, die Bibel für Menschen verfügbar zu machen, die entweder nicht die finanziellen Mittel hatten, insbesondere Aufkommen der industriellen Revolution, Verarmung der Massen, Menschen, die nicht genug Geld hatten, um sich eine Bibel zu kaufen, wurden so versorgt. Und das andere war ganz klar auch die Übersetzung. Man hat natürlich sich darum bemüht, Bibeln auch in Sprachen zu übersetzen, die bisher gar keine Übersetzungen hatten und so eben die Bibel auch auf dem Weg zugänglich zu machen. Und die Schweizer waren da sehr früh mit dabei. Also 1804 wurde die erste Bibelgesellschaft in Basel gegründet, natürlich. So früh? Ja, und das ist eine sehr, sehr starke Arbeit gewesen, sehr intensiv und auch sehr erfolgreich. Und nach haben sich weitere kantonale Bibelgesellschaften gegründet. 1955 kam es dann dazu, dass man gesagt hat, wir brauchen eine einheitliche Dachorganisation in der Schweiz. Und dann ist die Schweizerische Bibelgesellschaft gegründet worden als Dachorganisation und eben auch als nationale Organisation, die dann die Vertretung im sogenannten Weltbund der Bibelgesellschaften übernimmt. Und seitdem ist die Bibelgesellschaft aktiv, hat mehrere Präsidentschaften gehabt, hat ja, immer einen engen Kontakt sowohl zu den Landeskirchen gepflegt als auch zu den Kirchgemeinden. Mal ist das eine stärker gewesen, mal das andere. Und momentan sehnen wir uns eigentlich jetzt sehr danach, wieder in engeren Kontakt treten zu können, auch zur Basis und zu den lokalen Kirchgemeinden. So spannend. Herr Doberstein, was motiviert Sie denn selbst bei der Schweizerischen Bibelgesellschaft mitzuarbeiten? Das hat verschiedene Elemente, aber das Hauptelement liegt im Namen begründet. Die Bibel ist natürlich etwas, was mich sehr fasziniert, was mich auch von klein auf begleitet hat. Also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem der Glaube eine wichtige Rolle gespielt hat und habe mich früher auch mit der Bibel auseinandergesetzt. Und sie war und ist eigentlich bis heute so mein täglicher Begleiter auch oder meine Begleiterin. Und man zieht über die Jahre hindurch so viel Unterschiedliches heraus. Also es ist spannend. Ich habe Jura studiert und in dieser Zeit dann so Gesetz zu vergleichen und was man in der Bibel findet, auch Überlegungen, ja, wie kommen wir weg vom Auge um Auge, Zahn um Zahn und solche Dinge. Sehr, sehr spannend und irgendwo, die Bibel hat immer wieder Anknüpfungspunkte und man begegnet ihr und den Texten und den Inhalten und darin eben auch Gott immer wieder neu. Und das finde ich ganz spannend. Und das ist eigentlich auch mein Anliegen, dass Menschen in unserer und gerade in unserer Gesellschaft hier neu entdecken können, dass die Bibel kein altes, verstaubtes Buch ist oder ein Buch, was inhaltlich überholt ist, sondern im Gegenteil. Es ist eine echte Schatztruhe, die man immer wieder neu öffnen kann und Neues drin entdecken kann. Und das weiterzugeben und Menschen dafür zu begeistern, das ist mein Anliegen. Sie erzählen das so toll, wenn jetzt viele Menschen zuschauen, die bekommen richtig Appetit, gleich die Bibel aufzuschlagen. Ich finde das großartig. Und auch, dass Sie es von einer ganz anderen Seite, nicht von der Theologie, sondern von Jus, vom Jura herkommen. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Was sind denn die Schwerpunkte der Schweizerischen Bibelgesellschaft? Was sind so die Schwerpunkte der Arbeit? Ja, unser Grundanliegen ist ja, wie ich gesagt habe, die Bibel zugänglich zu machen. Das heißt, das eine ist erstmal Übersetzungen. Wir fördern und unterstützen verschiedene Übersetzungen. In der Schweiz sind wir eine relativ kleine Organisation. Wir haben nicht Bibelübersetzer jetzt selbst hier, aber wir arbeiten mit den Bibelgesellschaften in anderen Ländern zusammen
und unterstützen sie dort, vor allen Dingen finanziell natürlich dann bei der Erstellung von guten, qualitativ hochwertigen, ja auch wissenschaftlich fundierten Übersetzungen. Weil das sind keine Schnellschüsse, sondern das sind wirklich Übersetzungen, die dann auch so ihre 10 Jahre brauchen, bis sie dann durch sind oder 5 Jahre, je nachdem. Und das ist einer der Bereiche, wo wir aktiv sind. Wir haben jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir es abgeschlossen. Das war ein eigenes Projekt noch von uns. Da haben wir die byzantinischen Texte der Evangelien ins Deutsche übersetzen lassen oder hier übersetzt mit einem Team. Da waren wir mal selbst also wirklich auch involviert. Und das ist natürlich dann ein Weg, wie man zum Beispiel gerade orthodoxen Gemeinden und gerade der jüngeren Generation, und das ist ganz spannend, in den orthodoxen Kirchen, wenn man dort im Gottesdienst dabei ist, stellt man fest, wie viele junge Leute auch da sind, weil die Kirche natürlich eine ganz andere identitätsstiftende Funktion hat dort, gerade auch für die Diaspora hier auch in der Schweiz. Und da sind natürlich auch junge Menschen, die sagen, ach, ich würde das gerne auch in der deutschen Sprache lesen. Und von daher ist da ein großes Interesse da. Das ist so ein Bereich, Übersetzungsarbeit. Der zweite große Bereich ist, es verfügbar zu machen. Dazu zählt einerseits, also wir verkaufen auch Bibeln, wir haben Bibeln auf Lager hier in den unterschiedlichsten Sprachen und natürlich auch viele verschiedene Übersetzungen. Und das ist ein weiterer Weg, dass man Menschen berät, wenn sie sagen, ich brauche eine Bibel, und dass man den Vertrieb von Bibeln ganz gezielt fördert und auch mit gutem Material dort eben arbeitet, mit guten Texten. Die Beratung spielt da auch eine ganz große, wichtige Rolle. Und das läuft dann auch praktisch so, dass wir zum Beispiel dann auch für Seelsorger, die hier in der Schweiz aktiv sind, dann Bibeln, wirklich gute Bibel, kostenlos zur Verfügung stellen. Die kommen auf uns zu, sagen, ich habe nächste Woche einen Besuch, da war jemand aus Mazedonien und jemand aus Frankreich und jemand aus Deutschland, und der aus Deutschland möchte gerne mal wieder eine richtige Lutherbibel haben und sich wieder über sich selbst Gedanken machen, gerade im Gefängnis, wenn Menschen an Umbruchssituationen sind. Und dazu kommen wirklich auch über das Leben nachzudenken. Nicht jeder macht das ja, aber Menschen, die das machen, fangen häufig an, wieder auf die Bibel auch zurückzugreifen und finden da ganz neue Richtungen wieder. Und das ist etwas, was wir auch so unterstützen. Dasselbe auch wieder im Ausland. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein Projekt, was wir angeschaut haben, in den Golfstaaten, wo es ja sehr schwierig ist. Oh ja. Einige Länder, wo es einige Möglichkeiten gibt, Katar zum Beispiel, andere Länder, wo es ja gar nicht erlaubt ist. Und da arbeitet man mit den lokalen Kirchen auch zusammen. Das machen wir übrigens immer. Also wir stehen nicht einfach auf der Straße und verteilen Bibeln, sondern wir sind immer in der engen Zusammenarbeit mit den Kirchen und versuchen dort auch den Bedürfnissen zu begegnen. Und in den Golfstaaten, da sind wir unter anderem in Katar mit der Gesellschaft unterwegs, die eben auch gerade bei Wanderarbeitern, von denen hört man viel jetzt im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft, und eben die in sehr schwierigen Situationen sind, die ausgebeutet werden, die auch sehr schutzlos sind, die auch Gewalt erleben, die Benachteiligung erleben und jetzt besonders auch noch in der Corona-Zeit wirklich in sehr, sehr schwierigen Situationen sind. Und diesen Menschen, die organisieren sich auch häufig in kleinen Kirchen und Gemeinden. Und auch die werden versorgt mit Evangelien oder mit Bibeln auf Anfrage in ihrer Sprache. Und das ist für sie dann sehr wichtig, als Leute, die zum Beispiel aus Indien kommen oder aus Nepal, wenn die in diesem Land und unter den Bedingungen eine Bibel in ihren Händen halten dann und darin lesen können am Abend. Also nur kurz eine Geschichte. Ein Mann, der als Wanderarbeiter dort arbeitet, sagte gerade unseren Kollegen, für mich ist es so, ich komme abends todmüde, ich arbeite 10, 12 Stunden, ich komme todmüde nach Hause, ich falle aufs Bett, aber dann versorgt ihr mich noch mit diesem Podcast, wo ich jeden Tag noch ein bisschen was aus der Bibel wenigstens hören kann. Und das gibt mir immer so viel Kraft und Energie. Und das sind halt die Dinge, wo diese Arbeit dann bei Menschen ankommt. Und das ist großartig. Die Schwerpunkte. Verstehe ich es richtig, Herr Doberstein? Da werden also in der Muttersprache von dem Arbeiter werden dann aus der Bibel vorgelesen in seiner Sprache. Weil er vielleicht selbst nicht so gut lesen kann, hört er es. Ganz genau. Das finde ich großartig. Ja. So toll. Ja. Ja, es gibt verschiedene Fragestellungen. Wie kann man den Menschen jeweils mit ihrem Bedürfnis aktuell begegnen? Und das betrifft uns natürlich auch heute in der Gesellschaft bei uns.
wir sind so schnelllebig geworden und es fällt uns oftmals so schwer, mal einen längeren Text am Stück zu lesen. Da können wir uns jetzt intellektuell drüber beklagen, aber es ist eine Realität. Und wie begegnet man dieser Realität? Dass man vielleicht auch den Menschen hier eher mal nur einen Vers dann zumutet und sie einlädt, sich den Tag durch damit auseinanderzusetzen. So Dinge, das macht dann Bibelgesellschaft praktisch am Ende. Ganz großartig. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin wieder einmal mehr begeistert. Ich finde das so toll. Jetzt haben Sie über das Ausland gesprochen. Wie ist denn die Schweizerische Bibelgesellschaft national, international vernetzt? Also national, wir sind ein Verein und alle Landeskirchen, alle reformierten Landeskirchen sind Mitglied bei uns. Auch verschiedene andere Kirchen, die christkatholische Kirche. Bei der katholischen Seite ist es ein bisschen schwierig, einfach aufgrund der Hierarchien und auf der Strukturen. Ja. Aber wir suchen auch dort nach der Zusammenarbeit. Wir sind überkonfessionell und arbeiten zum Beispiel mit dem katholischen Bibelwerk zusammen. Und so so haben wir ein sehr gutes Netzwerk hier eigentlich in der Schweiz und sind ständig dran, das auch weiter auszubauen. International sind wir durch den Weltbund, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, sehr gut vernetzt. Ich glaube, ich habe es gesagt, sind etwa 150 Bibelgesellschaften weltweit. Und so haben wir praktisch in fast jedes Land einen Kontakt rein. Das ist ein bisschen so wie auf der katholischen Seite Missio. Die haben eben auch überall so ihre Startpunkte in jedem Land. Und man kann sehr schnell Informationen heranziehen. Und so sind wir eben auch sehr, sehr gut vernetzt auf diesem Weg. Das Ganze wird sehr gut koordiniert über die Hauptzentrale in England. Und auch die Arbeit dann, wenn man zum Beispiel ein Projekt unterstützen möchte. Wir haben eine Online-Plattform, wo wir alle miteinander in Kontakt sein können, wo jeder seine Projekte hineinstellen kann auch. Also wenn jetzt zum Beispiel im Südsudan gibt es ein Projekt Alphabetisierung unter bestimmten Volksgruppen bei den Shilluk. Und wenn dort dann etwas Neues kommt, dann kommt ein Bericht, der wird auf die Webseite hochgeschaltet. Das ist ein internes Netz, wo nur wir Zugang haben natürlich. Dort kann man auch das Budget einsehen, man kann sehen, wie viel ist schon ausgegeben worden, was ist gelaufen. Man kann die Leute direkt kontaktieren, wenn man mehr Informationen braucht. Und das ist ein sehr, sehr gutes System. Ich habe früher in einer anderen Non-Profit-Organisation gearbeitet, hier in der Schweiz. Ja. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, Menschen zum Beispiel in Peru oder in Nigeria zu vermitteln, warum wir genau diese und diese Zahlen und diese Informationen brauchen, um unsere Behörden hier oder unsere Spender hier zufriedenzustellen. Und da ist dieses System sehr, sehr gut. Und man ist natürlich auch geistlich miteinander verbunden. Also es finden regelmäßig Gebetstreffen statt, jetzt auch auf Zoom, wird es auf dem Weg dann durchgeführt und so. Da ist die Vernetzung also wirklich sehr gut. Und ich bedauere es ein bisschen, da ich bin ja erst seit einem Jahr richtig dabei. Und ich bedauere es ein bisschen, noch nicht so viele Kontakte persönlich herstellen und die Möglichkeit noch nicht gehabt zu haben. Aber das kommt sicher. Gibt es denn ein Projekt, das Sie besonders bewegt oder berührt aus den vielfältigen Projekten der Bibelgesellschaft? Ja, was ich sehr spannend finde, ist, in der Übersetzungstätigkeit gibt es verschiedene Ausrichtungen. Und wir haben ein Übersetzungsteam beziehungsweise ein Beratungsteam, das dann in die Länder hineingeht und dort die Bibelübersetzer auch berät. Und das ist eine Ausrichtung, wo man sagt, wie können wir die Menschen in ihrem Kulturkreis abholen? Also Übersetzung ist ja immer eine ganz große Herausforderung und eben, wir stellen uns den Stall von Bethlehem auf eine bestimmte Weise vor. Und das ist unser Bild davon und das hat unsere Kultur geprägt und wir wurden wieder von unserer Kultur geprägt. Die Bilder aus dem 16., 17. Jahrhundert und auch die Vorstellung Maria und Josef, wie sie dort beieinander sind und das Kind da ist. Das ist eben unsere Kultur, die dieses Bild geprägt hat. Und so gibt es andere Kulturen, die die Bilder aus der Bibel ganz anders wahrnehmen und manches vielleicht gar nicht so nachvollziehen können. Und da gibt es eine Richtung, die sich speziell an muslimische Kulturen wendet und die eben auch überlegt, wie können wir auf den Ebenen zum Beispiel mit Abraham Muslime abholen und ihnen aufzeigen, die Bibel ist nichts Schlimmes, es ist kein gefährliches Buch und es ist etwas, wo es wert ist, sich mit auseinanderzusetzen. Und
da so diese Ansätze, die finde ich sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und gerade der eine, der dort hauptverantwortlich ist, sitzt eben auch hier in der Schweiz, operiert von hier aus. Und wir haben schon sehr interessante Gespräche dann gehabt und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Sehr spannend. Spannend ist auch, wenn, und die kann ich nur dazu einladen, von den Zuseherinnen und Zusehern einmal ihre Website, ihre Homepage besucht. Die ist so reichhaltig, so vielfältig. Was gibt es denn für Kirchgemeinden und Einzelpersonen, die sich speziell interessieren? Was haben Sie da für Angebote? Eine wichtige Sache ist, wie gesagt, der Bibelverkauf. Also wir sind ein Spezialist, oder ich würde sagen eigentlich der Spezialist in der Schweiz für fremdsprachige Bibeln, auch für die nationalen, für die einheimischen Bibeln, Bibeln in deutscher, französischer, italienischer Sprache natürlich. Auch auf Romansch haben wir einige Sachen, so ein bisschen, zumindest Teilübersetzungen da. Und das Wichtige ist ja oft auch bei einer Bibel, die Frage ist dann, was für eine passt zu mir und welche Übersetzungen eignen sich für mich. Und wir sind dann natürlich sehr privilegiert mit der deutschen Sprache speziell. Wir haben ja so eine Vielzahl von Bibeln, von Elberfelder bis Schlachter und Luther und jetzt ganz neu die Basisbibel, die jetzt herausgekommen ist und die bei uns auch im Angebot ist. Und da den Menschen durch diesen Dschungel ein bisschen durchzuhelfen und zu sagen, ja, wenn Sie lieber am Urtext dicht dran sein wollen, dann nehmen Sie vielleicht lieber die Bibel. Wenn Sie lieber kürzere Sachen haben, probieren Sie doch mal die Basisbibel aus. Wir haben oft auch Leseproben da und so, dass wir wirklich diesen breiten Service dort bieten können für den normalen Leser. Aber dann eben auch für Studenten haben wir alle Sachen da, die es so braucht. Das ist vielleicht so ein Bereich, was wir speziell für Einzelpersonen haben, aber wir haben auch viele andere Sachen im Angebot. Also zum Beispiel Bibellesepläne, mit denen man innerhalb von einigen Jahren durch die ganze Bibel mehr oder weniger durchkommt, mit einigen Ausnahmen. Oder auch, Ausstellungen, die dann wieder mehr für Kirchgemeinden dann sind. Also das ist etwas, wo wir uns an Kirchgemeinden wenden, wir haben verschiedene Ausstellungen über die Geschichte der Bibel oder auch über der Fremdling in der Bibel, gerade wenn es darum geht, auch Flüchtlinge aufzunehmen, Migration, also so verschiedene Themenbereiche, die man auch in der Kirchgemeinde vielleicht einbauen kann, mal eine Woche dann darüber eine Woche machen kann und dann auch die Ausstellung da hat. Oder was wir jedes Jahr anbieten, das ist der sogenannte Sonntag, der sogenannte Bibelsonntag. Und da wird ein ganzes Programm ausgearbeitet und Material erstellt, sodass Kirchgemeinden dann einen Sonntag im Zeichen der Bibel sozusagen und auch im Gedenken an die Bibel und in der Auseinandersetzung mit der Bibel verbringen können und einen Gottesdienst feiern können. Und das wird sehr spannend, weil jetzt gerade im letzten Jahr Papst Franziskus auch das Jahr der Bibel, beziehungsweise den Sonntag der Bibel auch für die katholische Kirche eingeführt hat. Da sind wir jetzt auch mit dem katholischen Bibelwerk unterwegs und versuchen so ein bisschen zu finden, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, dass man insgesamt was schweizweit machen kann. Es ist eine Herausforderung, aber dem wollen wir uns stellen, dem Überkonfessionellen dabei eben auch. Und ansonsten eben ist wirklich die Dienstleistung unsererseits für die Kirchgemeinden und auch für die Landeskirchen. Wir möchten eine Art Lobbying-Organisation sein für den Glauben und speziell für die Bibel natürlich. Jawohl. Und eben auch Leute auch wieder ermutigen, mal sich nicht nur negativ mit der Kirche auseinanderzusetzen, sondern so, ich schau mal wieder rein. Sie sprechen mir aus dem Herzen, Herr Doberstein. Das ist so wichtig. Jetzt komme ich zur Anfangsfrage zurück. Seit 1804 gibt es ja die Schweizerische Bibelgesellschaft. Jetzt schauen wir nach vorne. Wie sehen Sie die Zukunft der Schweizerischen Bibelgesellschaft? Eine sehr spannende Frage. Ja. Wenn man mit gemeinnützigen Organisationen grundsätzlich zu tun hat, dann sage ich eigentlich immer, es ist anders als in einem normalen Unternehmen. Im normalen Unternehmen ist die Hauptaufgabe, das Überleben zu sichern. Für eine gemeinnützige Organisation, die hat einen bestimmten Zweck und einen bestimmten Auftrag. Und es geht darum, besteht dieser Auftrag noch oder besteht dieser Auftrag nicht mehr? Interessante Geschichte, eine schweizerische Stiftung hatte sich dem Betrieb von Gaslampen im 19. Jahrhundert, wurde sie errichtet zu diesem Zweck. Und als das vorbei war,
war das vorbei. Dann wurde diese Stiftung eben aufgelöst. Der Auftrag war nicht mehr da. Und manchmal höre ich auch schon aus gewissen Kreisen, so bei der Bibelgesellschaft, ja, ist der Auftrag noch da? Oder was fehlt denn, wenn die Bibelgesellschaft morgen nicht mehr da ist? Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Denn teilweise muss man sagen, wir könnten mehr machen oder die Dienstleistungen sind vielleicht nicht mehr alle ganz zeitgemäß. Aber, und das finde ich das Spannende jetzt, die Menschen brauchen, glaube ich, weiterhin die Bibel. Die Menschen brauchen den Zugang zur Bibel und ich glaube, es wäre verheerend für unsere Gesellschaft, wenn die Bibel in Vergessenheit geraten würde. Oh Und ja. vor dem Hintergrund denke ich, dass wir einen ganz wichtigen Auftrag haben und dass der auch nicht morgen oder übermorgen oder in 10 Jahren zu Ende sein wird. Ja. Weil eben die Bibel ein zeitloses Buch ist. Und gerade in der schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt sind und wo sich so vieles so schnell verändert, glaube ich, dass die Bibel ein Anker sein kann und eine Basis sein kann und sicherlich auch wieder kommen wird, weil Gemeinde Jesu, die wird nicht untergehen. Geht durch schwierige Zeiten und es kommen Zeiten, wo sie schrumpft, dafür in anderen Weltteilen Ja. wächst und sich dann wieder anderweitig bewegt. Aber zu Ende gehen wird es nicht. Es gibt da ein altes Kirchenlied, wo die Gemeinde mit einem Schiff verglichen wird und wo es heißt, es werden Stürme drüber gehen, sie wird dies alles überstehen. Und das ist mir immer so im Kopf und ich glaube, das ist auch die Zukunft für uns als Bibelgesellschaft. Vielleicht müssen wir ein bisschen unabhängiger werden von ich sage auch mal, den großen Geldtöpfen der Landeskirchen und ein bisschen kleiner, ein bisschen wendiger, ein bisschen schneller werden und uns aber mehr noch als Lobbying-Organisation für die Bibel sehen und ja, so in diesem Sinne den Auftrag weiter ausführen und sehen, was uns in die Hände gelegt wird und was wir dann tun können. Also wenn ich Sie jetzt so höre, Herr Doberstein, es soll kein Werbespruch sein, aber vielleicht doch. Noch nie war die Bibelgesellschaft so wichtig wie heute. Also ich finde es ein so immens großes Ackerfeld, so einen großen Bereich, neu das Wort zu den Menschen zu bringen, in verschiedenen Ausgaben, auf verschiedenen Wegen, ob in Katar, auf dem Podcast oder hier bei uns in unserem reichen Land, in ansprechenden Ausgaben. Also ich denke, sie ist sehr, sehr wichtig. Sie war es, sie ist es und sie wird es sein. Ganz genau. Amen dazu. Ja, wirklich. Herr Doberstein, ich sage ein riesiges Dankeschön für Ihre Zeit, auch für Ihren interessanten Einblick jetzt in die Schweizerische Bibelgesellschaft. Und ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Engagement, so viel Erfolg, so viel Einsatz für diese wichtige Sache, Gottes Wort zu verbreiten. Merci vielmal. Und auch Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit. So spannend. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Merci vielmal.